Ja, wir sind jetzt ein Stückerl vom Hof weggegangen zu deinem ersten Weingarten, Andreas. Ja, das ist nicht so weit weg vom Hof und durch das haben wir die Fläche gewählt, weil das war einfach unser Hausgarten. Das sind so 600 Quadratmeter und da haben wir gesagt, ja, versuchen wir es eben mit dem Weinbau. Da haben wir die Isabella-Traube gewählt und die Bianca, das was neue Züchtungen sind, aber wieder ein bisschen zurück. Die Isabella-Traube, die kennt man von Namen von Uhudler her und da machen wir jetzt eben Traubensaft. Da haben wir schon auf einer Fläche ungefähr erhöht auf ein halbes Hektar, weil wir eben gesehen haben, der Weinbau, der funktioniert bei uns wirklich sehr gut entlang der Donauregion. Und du brauchst nicht viel machen sozusagen, vom Spritzen her und so. Die Pflege muss man genauso machen wie die Weinbauern. Und von der Kellertechnik her ist es genauso wie bei der Moosproduktion. Genau dieselben Arbeitsschritte, wie Genau. der Moos macht. Ja, wir befinden uns da jetzt im kleinen Obstgarten. Der haben wir sich eher so spezialisiert bei den kleinen Obstgarten, eher auf so Sondersachen, so wie alte Apfelsorten, so wie Brünnerling oder Bahnapfel haben wir da viel. Oder auch, wie man im Hintergrund sieht, haben wir Dirndln. Dann haben wir auf der drüben Seite haben wir eben Quitten, Weichseln und Marinbaum. Und wie man sieht, ein bisschen Obst ist genommen, aber das Jahr ist heuer relativ bald von dem her. Und jetzt haben wir eigentlich schon relativ viel verarbeitet. Viel verarbeitet, viel presst schon. Ja, nein, ich sage, das ist beim Mostmachen ist das so, du musst eben nach der Natur richten. Wenn das Obst reif wird, dann wird es bei uns, wie man sieht, wird dann einmal in der Woche wird dann zusammengeklappt und so wird es verarbeitet. Sagen wir, bei uns wird auch kein Obst nicht runterbeeilt, Ja. weil ich sage, das soll reif werden und fällt dann eh verloren runter. Bei uns wird eigentlich das letzte Obst oder letzte Most wird eigentlich meistens im November presst. Dann hast du mal einen leichten Frost, dann fällt das Obst verloren runter, dann wird nochmal gesammelt und dann wird eben der letzte Obst eigentlich nochmal gemacht. Und das ist meistens dann wirklich ein sehr guter Most, weil er ihn komplett ausgereift hat und der Zuckergehalt und die Aromatik eigentlich am besten da ist. Wie lange glaubt ihr da, wenn du sagst, okay, das habt ihr 2 Kilometer weiter noch euch einen Obstgarten? Ja, einen ich großen? sage, wir haben ungefähr einen Tag haben wir über Arbeit. Wir haben aber auch eine Klaubmaschine, die was uns hilft dabei. Und einen Tag haben wir Arbeit und den nächsten Tag wird dann das Obst immer wieder verarbeitet.